Guten Tag. Ja, diese Pandemie ist wirklich schlimm. Ja. Ich habe gerade gelernt, dass seit, glaube ich, vorgestern ist über 1 Million Menschen infiziert. Ja. Und letztes Mal, bei unserem letzten Video, habe ich erzählt, wie den KP Chinas immer mehr Druck von innen und draußen. Ja, das heißt, innerhalb China kommen immer mehr Proteste und Kritik gegen den Regime. Und von außen, ja, von USA, England und Australien und so weiter, ja, auch von der deutschen Presse kommt immer mehr Kritik wegen der Geheimhaltung der chinesischen Behörde am Anfang dieser Pandemie. So, und jetzt wird wirklich immer ängster. Ja? Gestern zum Beispiel, der amerikanische Präsident hat eine Anfrage bekommen, dass er sollte einen Preis an den Dr. Li erteilen. Ja, Dr. Li ist der erste chinesische Arzt, der in eine sozialen Medien über diese neue Coronavirus oder CCP-Virus, sagt man aus, verraten hat, ja, und wollte die Welt warnen. Und ihn wurde dann verfolgt, ja, und verhaftet und sogar muss ein Papier unterschreiben, dass er Gerüchte verbreitet haben. So, das ist der eine. Das passiert gestern. So, jetzt liegt diese Anfrage am Tisch der Präsident Trump und er soll das unterschreiben. Und dann, vor ein paar Tagen, waren 2 Senatoren, ja, ganz offiziell auf Antrag gestellt für Resolutionen, um China zu verurteilen. Ja. Ein Senator ist von der Bundesstaat Indiana mit dem Namen Jim Banks und die andere ist von Missouri mit dem Namen Josh Hawley. Ja. Die haben jeder einen eigenen Vorschlag geschrieben, aber sehr viele Sachen sind eigentlich gleich. Nämlich der zentrale Punkt ist, macht die chinesische Regierung verantwortlich für diese Geheimhaltung der Epidemie für mindestens 1 Monat. Ja, und damit viel mehr Menschen dafür sterben müssen und infiziert werden. Ja. Und die Antrag heißt auch, der House of Senate, ja, Senate House, also dieses Senatorhaus und der Präsident soll chinesische Regierung fordern für Schadenersatz von vielen, glaube ich, in der Größe von Trillionen Dollar. Nicht nur für Amerika, sondern für alle Länder, die jetzt wegen dieses Virus sehr viel Schaden durch die Geheimhaltung verursacht haben. Ja? So, das ist eine ernsthafte Sache, ist wirklich nicht zu übersehen. Und jetzt, wenn ich einen Blick an China gucke, dann denke ich an eine ganz schreckliche Nachrichten, nämlich ein chinesischer Geschäftsmann, ein Eigentümer von einer Firma, die so Temperaturmesser herstellen, diese Schnellmesser, die man an den Menschen gerichtet und dann innerhalb Sekunden kann man schon die Körpertemperatur zeigen. Der Eigentümer, der große Boss von einer Firma in der Stadt Dongguan, in der Provinz Guangdong. Ja. Ich glaube, dieser Geschäftsmann heißt sogar Zhang Xuandong. Ja. Er hat in der chinesischen Social Media, also WeChat, sogar alle seine Kollegen, die auch sowas herstellen, vorgeschlagen, dass alle diese Temperaturmesser, die wir nach USA und Europa schicken, so funktioniert, dass das Gerät zeigt immer niedrige Temperatur. Das heißt, wenn jemand 39 Grad hat, das heißt
absolut ein Fall vom Fieber. Ja? Dann die Gerätssonde zeigen 36 oder 37, sowas. Ja? So, und das machte ganz ängsthaft. So, was soll ich sagen? Also seine Schreiben ging auf, er hat Lust, eine Rache zu machen gegen diese verdammten Amerikaner und Europäer. Schrecklich. Ja? Auch wenn er nur ein Vorschlag war. Ja? Allein so einen Vorschlag zu machen, ist es schlimm genug. Und das ist wirklich eine Konsequenz von diesen Jahrzehnten Gehirnwäsche, die Chinesen bekommen haben. Nämlich, die Partei hat eigentlich die Menschen seit Kindheit durch Propaganda, Gehirnwäsche, dass die alles, so die Ausländer, insbesondere Amerikaner und auch Europäer, zu hassen. Ja? Die reden ständig über, wie wir die westlichen Menschen uns schikaniert haben, ja? In den vergangenen 100 Jahren. Und jetzt kommt die Rache. Ach, ganz schlimm. Es ist gefährlich. Wir dürfen nicht verachten. Das könnte zu schlimmen Konsequenzen führen. So viel, sagen wir, die negative Seite der ganzen Sache. Lass uns zusammen ein bisschen an die positive Seite gucken. Nämlich, 200 Länder in der Welt ist jetzt infiziert von diesem KPCH-Virus, ja, oder Coronavirus. Ja. Aber einer hat es sehr gut geschafft, nämlich Taiwan. Ja. Oder offiziell sogar heißt Republic of China, also Republik China. Ja. Unterscheidet von der Volksrepublik China. In Taiwan bis heute, trotz einer Bevölkerung von 23 Millionen, in Taiwan gibt es bis gestern, ja, die Statistik zeigt, 349 Infizierte und 5 gestorben. Ja? Also eigentlich nicht schlimm. Und das ist sehr interessant. Wieso haben die das so gut geschafft? Ja? Obwohl die sind auch Chinesen, ja, nur ein völlig anderes politisches System. Also ich persönlich glaube, es gibt mehrere Gründe, aber einer weiß ich, einen kenne ich. Und das ist nämlich der Grund ist, die Taiwan-Regierung und die taiwanesischen Chinesen, die glauben nicht so viel, was die offizielle Aussage von Peking ist. Ja, die glauben das nicht, weil die haben gelernt, das ist ein Regime, die können alles mögliche Lüge in der Welt verbreiten. So, daher haben die vom Anfang an durch eigene selbstständige Untersuchungen und eigene selbstständige Gedanken, haben die sehr früh angefangen, gegen diese Epidemie vorzubeugen, ja, und sehr gut bekämpft. Und die sind jetzt so gut, dass vom Anfang hat man Angst, vielleicht zu wenig Mundschütze, ja, und zu wenig Desinfektionsmittel und so weiter. Ja. Hier inzwischen ist das nicht der Fall, weil braucht man nicht so viel. So, Taiwan jetzt schenkt sehr viele, ja, Mundschutz und andere Dinge nach anderen Ländern, insbesondere USA und Europa und EU-Länder. Ja, und noch 15 gebliebene Länder, die diplomatische Verbindung mit Taiwan haben. Die kriegen jetzt richtige Spender, ja, sehr gut. Und nicht wie die sogenannte Spender von Volksrepublik, die Nummer 1 häufig war überhaupt keine Spender, sondern die anderen Länder haben alle bezahlt und viele funktionieren nicht und schlechte Qualität. Ich verstehe von Taiwan, die sind gute Qualität, weil ich gehört habe. Und Taiwan hat auch geschafft, zum Beispiel bei Herstellung der Mundschütze in der kurzen Zeit die Produktion erhöhen. Ich glaube, die können 2 Millionen pro Tag herstellen. Interessant, ja? So, ich denke, was positiv zu lernen, möchte ich gern zusammen mit Ihnen ein bisschen mehr positive Erfahrungen von Taiwan lernen. Und ein guter Freund von mir, Fabian, ist ein junger Geschäftsmann, ja, war in Taiwan zwischen dem Zeitraum Anfang Februar
bis Mitte März, ja, in die Corona-Zeit, war er persönlich in Taiwan, 5, 6 Wochen, hat sehr viel erlebt, sehr viel gelernt und er möchte auch mit allen diese positiven Erfahrungen von Taiwan teilen. So, ich werde ihn jetzt einladen zum einem Gespräch. Danke. Hallo Fabian. Hallo Fabian. Willkommen zurück nach Deutschland. Du warst 5, 6 Wochen lang in Taiwan, ne? Seit, glaube ich, Anfang Februar. Das heißt, du hast sehr viel erlebt, diese sogenannte Corona-Zeit oder KPCH-Virus-Zeit in Taiwan. Wie war deine Eindrücke? Wie war dein erster Eindruck aus der Ankunft? Also als ich in Taiwan schon gelandet bin, habe ich gemerkt, dass die Menschen Mundschutzmasken tragen, dass sie viel Desinfektionsmittel dabei haben, um die Hände zu desinfizieren, um andere zu schützen. Was mich allerdings sehr verwundert hat, war die Kampagne, die überall zu sehen war, am Flughafen, im Bus, im Taxi. Überall waren Schilder, was man machen kann, damit man nicht infiziert wird. Und das war eine sehr große Sache. Ah ja, aber Fabian, du musst mir helfen. Eins verstehe ich nicht. Ja? In Italien, die haben auch Mundschutz und die waschen auch Hände. Ja? Aber in Italien ist 120.000 Menschen infiziert und 14.000 gestorben. Und in Taiwan, okay, Taiwan hat weniger Bevölkerung, ja, ungefähr die Hälfte, aber nur 349 Infizierte und nur 5 gestorben. Das heißt, das muss was gravierender Unterschied sein. Ja? So, was hat Taiwan besser gemacht? Also vor allem hat Taiwan schnelle Vorkehrungen getroffen, und zwar die erste war schon am 31. Dezember. Was die Regierung damals gemacht hat. Was haben die gemacht? Und zwar alle Menschen, die aus Wuhan kamen, von Wuhan nach Taiwan, die mussten überprüft werden. Denen wurde die Temperatur gemessen, es wurde ein genereller Gesundheitscheck durchgeführt. Und wenn jemand krank war, musste er gleich in die Quarantäne. Oh, 31. Dezember. Am 31. Dezember. In dieser Zeit war nach meiner Erinnerung, hat WHO noch keine Warnung gegeben. Nein, also zu dieser Zeit hat eigentlich WHO anderen Ländern gesagt, dass sie die Chinesen nicht vor der Einreise stoppen sollen. Das heißt, es sollte weiterhin möglich sein, für die Chinesen überall auf der Welt zu reisen. Oh, das ist interessant. Das heißt, viele Länder haben WHO gefolgt, aber Taiwan nicht. Richtig, aber Taiwan nicht. Und warum? Also Taiwan hat daran nicht geglaubt, weil wahrscheinlich, so wie ich das sehe, kann es sein, dass die Weltgesundheitsorganisation ein Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas ist. Aha. Und ja. Ja und? Und wenn die eine Sprachrohr von Kommunistischer Partei China? Alles, was die Kommunistische Partei Chinas sagt, ist gelogen. Das wissen die meisten Länder mittlerweile. Aber damals nicht. Aber damals nicht. Genau. Ja, damals, also du meinst, dass in Taiwan glaubte die schon damals nicht an, was die chinesische kommunistische Regime sagen. Ja? Ganz genau. Ja. Aber die anderen Länder, wie Italien, Spanien, vielleicht auch Deutschland, haben dann geglaubt. Die haben den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation gefolgt, und das war ein großer Fehler. Das heißt, mit anderen Worten, Fabian, stimmt das? Wenn wir in Deutschland oder Europa, also Italien, Spanien und so, wenn wir so reagieren wie Taiwan, hätten wir dann Tausende Menschen gerettet. Ja. So, was hast du für einen Rat für uns Europa? Ja, was können wir besser machen? Weil ich meine, Epidemie ist noch nicht zu Ende und vielleicht neue Epidemie wieder kommen. Ja? Hast du einen guten Rat für uns? Eine Epidemie wird bestimmt ganz wiederkommen, die kommen immer wieder vor. Das ist jetzt nicht nur ein Rat für Europa, sondern für die ganze Welt. Vor allem auch an die Chinesen, sich mehr über die Kommunistische Partei zu informieren und nicht daran zu glauben, was sie sagen. Weil das meiste, was die Kommunistische Partei sagt, ist gelogen. Oh, das ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja, danke Fabian. Danke. Toll, dass wir alle haben die Möglichkeit, die persönliche Erfahrung direkt, frisch von Taiwan zu hören. Ja, wenn Sie unsere Video mögen, dann vergessen bitte nicht,
ja, Gefällt mir klicken und abonnieren klicken und teilen können mit Ihren Freunden. Danke.